schon gut, danke. Merci vielmals. Ich habe übrigens mir in der letzten Zeit schon manchmal überlegt, ich bin, glaube ich, ein bisschen zu jung für mein Alter. Weil, nein, ich bin jetzt auch über 60, oder? Und von älteren Leuten hört man immer, wie die Zeit schnell vorbeigeht, oder? Und das stimmt schon, oder? Dann macht es Peng, bis 50, macht es Peng, bis 60. Wenn es dann nicht Peng macht, wirst du noch 80. Und macht Peng, bist pensioniert. Aber es gibt ältere Leute, die mit dem völlig locker umgehen. Oder? In der letzten Abstimmung bin ich so im Abstimmungslokal. Da war von mir so eine alte Frau, wahrscheinlich um die 90. Plötzlich ist die Kopf voran in die Turnen gekumpelt. Ich habe gefragt, was das soll. Dann hat sie gesagt, ja, ich wollte nur eine Probefahrt machen. Und die hat sich eine abgelacht, oder? Die ist am Boden gelegen verlassen. Da habe ich gedacht, Gott, Christus, so muss man es doch anschauen, oder? Aber die Realität sieht natürlich anders aus, oder? Ich frage mich jetzt auch, bei jedem Bekannten, den ich treffe, kommt auch einmal an meine Beerdigung? Weil, nein, das ist mein Motto, oder? Ich gehe nur bei Leuten an die Beerdigung, wo ich weiss, dass die bei mir auch kommen. Und, weil, ja, das ist fair, oder? Und ich habe mich jetzt auch ein bisschen vorbereitet aufs Alter, oder? Man muss sich ein bisschen vorbereiten. Ich habe mir jetzt eine ganz neue EC-Karte bestellt für Senioren. Einen einstelligen PIN und 30 Versuche. Und, aber wir wollen ja auch ehrlich sein, oder? Man muss ja auch sagen, wie es wirklich ist, oder? Und ich muss wirklich sagen, da wo heute stressig ist beim Älterwerden, du musst bis ins höhere Alter noch Sex haben. Du musst. Nein, ist nicht freiwillig, oder? Steht überall, Sex ist, im Alter ist gesund, oder? Sex im Alter, oder? Das heisst ja, glaube ich, Kreisverkehr. Aber das ist im Fall nicht immer lustig, oder? Also man merkt ja sehr gut, dass man langsam alt ist, wenn man beim Gruppensex immer wieder sagt, bin ich schon wieder dran. Manchmal frage ich mich ja schon, ob ich noch ganz putz bin. Aber es gibt genauso viele Momente, wo ich mich dann wieder frage, wie clever das ich bin. Oder? Gerade letztes Jahr bin ich morgen um 2 Uhr in der Stadt, da wollte ich heim. Ich wollte zuerst ein Taxi bestellen, dann habe ich aber einen Pizzaservice gesehen, dann habe ich eine Pizza zu mir heimbestellt und bin gerade mitgefahren. Und jetzt habe ich hier ein Lied. Merci. Ich habe ein Lied, das mit dem nichts zu tun hat, darum passt es gerade rein. Ja, heute am Morgen früh, da hast du schon gedacht, das gibt einen Tag, wo dir niemand etwas schenkt, du hast im Gespür gehabt. Sie hat einen anderen Mann. Du hast erst gemeint, es sei nur Spass. Aber deine Sachen liegen und auf der Straße. Du bist eine arme Sau. Du bist eine arme Sau. Aber immerhin, sie hat noch gepackt für dich. Aber schon als Bub, das kann man heute sagen, hast du müssen Kleider austragen und das Schlimmste dabei sind alle Schwestern gsi. Du arme Sau, arme Sau. Du isst gerade einen feinen Biosalat, der Schneck ist gefressen, du merkst es zu spät, da siehst und das ist der Gag. Es hat dort noch einen zweiten Schneck. Sie ist seine Frau, komm, friss sie doch auf. Schau sie doch an, sie will zu ihrem Mann. Sie ist eine arme Sau und du doch auch.